So, habe dir herzlich willkommen zum neuen Kassettenschmatz für diese Woche. Ja, eben, vielleicht weiß ich nicht, ob man es dann hört an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Es war das Hardline letztes Wochenende. Das war also, ja, hart, wie der Name schon sagt. Viel Filme, viel Bier, viel Zigaretten, viel alles, was nicht gesund ist. Und deswegen verzeiht's, wenn meine Stimme mal ein bisschen versagt. Schön, dass der Bartige schon da ist und der Dragon Cry hat es auch geschafft, dass er morgen einkaufen fährt oder was jetzt einkaufen, ich weiß es nicht. Gnädelwurzel ist auch da, wieder da, aber der jetzt gleich mal zum Anfang, schickt ja keine Spenden ein, weil wir schauen uns heute den Trailer von Evil Dead Burn an. Das müssen wir anschauen, das hilft nicht. Drum halt nichts einer spenden, sonst sagt uns YouTube da wieder alles ab, was wir haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Was wir dann halt noch machen, das Unboxing natürlich wieder. Wir haben hier einmal noch ein OP14 One Piece Pack, das wir uns anschauen. Dann war der Michel, der Bartige, war auch da im Hardline und hat uns ein wunderschönes Geschenkpaket mitgenommen. Da gibt es eine riesige Potato für uns alle. Du, 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 du. Da machen wir nämlich dann einmal, habe ich vor allem hier so ein japanisches Booster Pack von Pokémons gekriegt, das schauen wir uns so. Und aus dieser Booster Pack, Booster Bundle von Optimale Ordnung schnappen wir uns auch uns raus und schauen wir uns so. Also, da freuen wir uns auch schon mal drauf. Was sagt der, Entschuldigung, war schon mal die erste Nachwirkung. Kassettenschwarz geht zwar nicht 100% um Gaming, und aber Pragmata ist so ein gutes Spiel, keine Spende in der Mitgliedschaft. Glaube ich lies nur gut von Pragmata und ich glaube, das Seppi hat auch schon eingespielt, gefällt es auch sehr gut. Da bin ich schon sehr gespannt, vielleicht hole ich es mir noch. Aber ich bin jetzt gerade bei Okami HD Remake, das spiele ich jetzt endlich mal. Und dann müsste die eigentlich wie heißt Expedition 33 spielen und Resident Evil und bla bla bla. Aber wie du schon sagst, wir sind nicht im Kassettenschmerz. Danke für die Info, aber nächste Woche, glaube ich, ist der Talk, wir sind im Talkthrough, nicht im Talkthrough so. Jetzt. Nächste Woche ist Talkthrough, da schauen wir uns das so. Grüß Gott, was machen wir jetzt? Jetzt schauen wir uns erst mal den Trailer zu Evil Dead Burn so, der jetzt auch sein Startdatum gekriegt hat, nämlich, müssen wir noch schauen. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben, auswendig habe ich es natürlich nicht gelernt. Bin ja nicht bescheuert, ey. Nein, Evil Dead Wrath hat noch seinen Termin gekriegt. Evil Dead Burns hatten ja schon, Evil Dead Wrath. Das machen wir aber später dann. Da kann ich spielen Peak Games demnächst. Ja, bisher habe ich nur richtig großartige Spielchen. So, jetzt müssen wir mal teilen. Teilen wir bitte dieses Video, Evil Dead Burn, teilen diese Bildschirm. Machen wir diese groß. Und dann hoffen wir, dass die Qualität einigermaßen passt. Aber ich denke, das wird schon. Boom! Ich hoffe, ihr hört was. Ah, 10. Juli, das ist der Start, den ich gesagt habe. Ja, der Bartek sagt schon richtig, da geht's gut ab, das ist ziemlich geil. Ganze Ding, One-Shot und Eskalation ohne Ende. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie stark das der Film dann eskaliert. Und dazu haben wir, wie gesagt, Evil Dead Wrath ist ja schon die Fortsetzung mit Casting und so weiter, habe ich euch schon gesagt. Die hat jetzt also ein offizielles Datum, nämlich am 8.4.2028 kriegen wir dann gleich den nächsten Evil Dead Ableger. Das wird zauberhaft Text. Zauberhaft Text. So, was haben wir noch gehabt hier?
Scary Movie 6 hat ein neues Poster, das schaut ganz witzig aus, eine Anlehnung an Midsommar. It's gonna be lit. Richtig kreislig oben mit den Hanfbladel, die ganz schlecht drauf geschnitten worden sind. Also richtig schön kreislig. Dann haben wir meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich, glaube ich, hat ein Poster gekriegt und auch einen Trailer. Aber es sagt irgendwie, also zumindest mir hat jetzt da noch nicht wirklich irgendwie irgendwas zugesagt von dem Trailer. Das, ja, ja, mehr gibt es nicht zu sagen dazu. Und Super Troopers 3 hat ein neues Poster. Ich glaube, auch noch einige Charakter, zu jedem Charakter nur ein Poster. Und wenn man jetzt nicht sicher, ob es jetzt sogar schon einen Trailer gibt, das habe ich zwar noch nicht gesehen, aber zumindest dieses Poster dafür euch. Das muss reichen. Jetzt mal kurz schauen, was es noch so gegeben hat. Ich habe nämlich halt nicht geschafft, noch alles hier rauszusuchen für euch, weil was das mega Stress. Mega Stress. Stimmt, der Coyote und der Roadrunner. Muss ich aber diesmal wieder im kreisligen Instagram zeigen. Der hat noch einen Trailer gekriegt. Und dann gibt es noch vom Mel Brooks, gab es eine kleine Ankündigung zu Spaceballs 2, beziehungsweise Spaceballs The New One heißt es diesmal. Aber das war es dann an Poster und an Trailer. Zumindest die ich mitgekriegt habe. Was sagen wir da? Was war da unten? Erzähl von mir. Der gute mit zusammen, aber der gute Herr Kahn nicht beim Podcast dabei war. Ja, da habe ich mit Abwesenheit geglänzt. Das kann ich. Das kann ich mit Abwesenheit glänzen. Müsst ihr mal sämtliche Arbeitgeber von mir fragen. Gehen wir schon zu den Castings. Da gehen wir jetzt einfach über die ganze Zeit miteinander durch. Ich zeige es euch dann einfach immer live. Das ist ja eh am allerschönsten, oder? Wenn wir alles schön miteinander live machen. Und wem es nicht passt, I do not care. I do not care diese. So, jetzt macht die Schweineseite auf. Heute ist schon wieder. Hoffen wir, dass es nicht abstürzt, so wie letztes Mal. Aber es ist schon wieder irgendwie da something went wrong. Warum? Jetzt halt. Geht doch. Was haben wir? Die Adria Arjona. Ich weiß nicht, wie man die wirklich ausspricht, die gute Dame. Ist aber jetzt gecastet worden. Hey, was ist los? Klang ich schon wieder. Scheinbar mag IMDb nicht geteilt werden, oder wie? Warum immer machen den Scheiße? Probier's mal. Hey. Adria Arjona. Was sagst du dabei? Von Midsommar müsste ich nur den Director's Cut gucken. Ja, do it. So, nicht bei Teilen. Jetzt reicht's. Probieren wir es andersrum. Probieren wir es noch einmal andersrum. Das ist eigentlich das ist erst Zug und dann Herzog. Ansonsten müsst ihr wieder selber die Namen suchen. You can't handle the page, sagt er zu mir. Okay. So, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber der wird schon so sein, Computer. Nope. Was sagt er jetzt? Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my webpage. Prepare to die. Something went wrong. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir ein Todesvirus drauf. Also, muss ich euch so vorlesen, hilft nicht. Das hilft nicht. Oder wir probieren es einfach, indem wir die Leute googeln, auf Google suchen und da dann einfach die Beutel zwang. Immer nur Geschisse hier mit der Technik. Aber das kommt jetzt halt hier und das probieren wir. Das probieren wir. So, jetzt alles hinmachen. So, weiter geht's. Computer sagt nein, ja, ganz genau. Also. Die Adria Arjona, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, wie es wirklich heißt, ist für Superman Sequel gecastet, aber noch in einer mysteriösen Rolle. Da heißt, dass man es nicht weiß. Gell? Also, wenn ich weiß, was mysteriös heißt, dann weiß es dann noch nicht so recht. Dann haben wir ein Casting, nämlich den Jamie Dornan. Und ich glaube, das ist der gute Herr von 50 Shades of Grey. Der ist jetzt tatsächlich als Aragorn im Hunt for Gollum gecastet worden.
Mhm. Das ist nämlich die wiederkehrende Figur, die neu gecastet worden ist. Ansonsten haben wir nämlich nur einen Ian McKellen, der wiederkommt als Gandalf. Dann haben wir noch einen Elijah Wood, der wiederkommt als Frodo. Die Kate Winslet ist nur dazu gekommen als Marigold. Und der Leo Wodell, keine Ahnung, wie man ausspricht, als Halvard. Und dann ist der Lee Pace, ist wieder als Thranduil gecastet worden. Und wer kennt nur wieder? Das glaube ich war es an wiederkehrenden Schauspielern. Zumindest habe ich jetzt keinen mehr im Kopf. Hast du von Gott soweit gut erholt? Ja, weniger angeschlagen, nur vielleicht hört man es an meiner Stimme. Also mancher Husterer wird wahrscheinlich nur auskommen, aber wir sind einigermaßen wieder fit daheim. Darum sitzt ihr wieder da. Dann haben wir Bradley Cooper ist für dieses Ocean's 11 Prequel, das kommt, bei dem ja unter anderem auch die Margot Robbie mitspielt, jetzt hat für die Regie und als Autor und als Schauspieler neben der Margot Robbie gecastet worden. Heute ist noch News rausgekommen zu I Am Legend 2. Damals nämlich den Will Smith und Michael B. Jordan, die sind da dabei und Regie führt der Stephen Cable Jr. Sagt mir jetzt, ich kann jetzt leider nicht großartig nachschauen, sonst dauert das alles sauber zu lang. Aber die Namen Will Smith und Michael B. Jordan, glaube ich, muss ich nicht sagen. Michael B. Jordan in der Hauptrolle bei Sinners and Blood oder als die Fackel in dem super tollen Fantastic Four, Fan for Stick. Und den Regisseur, den googelt euch selber zusammen. Jim Carrey ist jetzt offiziell bestätigt in Sonic 4. Mhm. Und jetzt haben wir eine riesenlange Liste an Castings für Elden Ring. Die suchen wir uns jetzt immer raus. Als erstes den Kit Connor. Es ist nicht dabei gestanden, für was sie gecastet worden sind, sondern nur die Auflistung der Namen ist da veröffentlicht worden. Dann haben wir Ben Whishaw. Ja, genau, Whishaw. Kennt man den? Ja, den kennt man. Woher kenne ich den gleich wieder? Jetzt haben wir da unten Paddington, das Parfüm, genau, von da kenne ich. Skyfall hat er auch mitgespielt. Ach, war er da nicht der M oder so? Wie hat er geheißen? Keine Ahnung. Scheiß James Bond. Ups, I said it. Dann haben wir die Kaylee. Ja, sogar schon richtig. Spaney. Die gute Dame ist aus Civil War und Alien Romulus. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, jetzt da gleich über Google so zum sagen. Tja, IMDb. Pech gehabt, wenn es nicht funktionieren möchtest. Dreckschwein. Tom Burke haben wir mit dabei. Hat er übrigens schon seinen Starttermin jetzt gekriegt, den offiziellen, und zwar am 3.3.2028 soll vom Alex Garland der Elden Ring in die Kinos kommen. Den Tom Burke, woher kennt man den? Auf Anhieb. Sagen mir diese Filme jetzt nichts, die es uns da sagt. Das war es schon wieder. Only God Forgives. Gott, das ist zu lang her. Naja, wen haben wir noch? Havana Rose Lou. Die gute Dame. Sagt mir jetzt auch nichts, wo die mitgespielt hat, diese Filme. Nö. Aber zumindest habt ihr ein Gesicht dazu gesehen. Dann haben wir noch Sonoya Mizuno. Sonoya Mizuno, Bramakowiki, Sonoya Mizuno hier, Ex Machina. Devs, die Serie muss ich mir endlich mal anschauen. Verdammt, Civil War auch wieder. Anscheinend so eine kleine eine von den Standardschauspielerinnen, die sie der Garland mit dazu holt, weil ich glaube, bei Devs ist er auf alle Fälle involviert gewesen, bei Ex Machina, glaube ich, auch. Civil War, was jetzt gerade noch bei Ex Machina dann die Regie geführt hat oder geschrieben hat, aber da eben auch Auslöschung, da ist er auch mit dabei gewesen. Ja. Und das ist voll nervig, wenn man so mal live eingeben muss. Ich muss das nächste Mal wieder früher anfangen hier. Jonathan Price. Ein Brite, den kennen wir natürlich aus Game of Thrones. Unter anderem Fluch der Karibik, zuletzt haben wir irgendwo gesehen, war das die zwei Päpste? Da glaube ich, haben ich es noch mal gesehen, oder habe ich nur aktueller irgendwo gesehen? Ich glaube, es waren die zwei Päpste. Übrigens ein sehr gutes Ding, das kann man sich reinbauen. Dann haben wir noch die Ruby Cruz. Was sind das für geile Namen? Ruby Cruz. Kein Mensch weiß Ruby Cruz. Die hat
Kenne ich auch nix. Doch, hier Willow, die Serie. Die ja sogar aus Disney Plus verschwunden ist, aber jetzt hat er am Wochenende im Hardline von irgendjemandem gehört. Also, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, warum auch immer die Serie aus dem Programm dann genommen worden ist. Sie ist zwar abgesetzt, aber man kann ja die Leute zumindest die erste Staffel anschauen lassen, wenn man mich. Oder nicht. Nick Offerman hat noch mitgespielt, den guten Mann kennt man spätestens seit The Last of Us, dieser legendären Folge, die wir da gesehen haben, die so unglaublich berührend war. Der ist mit drinnen. Dann noch der John Hodgkinson. Es wirst nie eine Gewähr drauf, dass die Namen richtig ausgesprochen sind. Und der mitgespielt, Hangman Napoleon. Napoleon habe ich immer noch nicht gesehen. Oder eigentlich, bevor ich Napoleon angeschaut, kann man den anschauen oder sollte man das bleiben lassen? Ich habe vor einer Zeit mal gelesen, dass das ein riesiger Dreck sein soll. Darum ist er bisher an mir vorbeigegangen. Ist jetzt auch nichts dabei, woher ich diesen Kerl kennen soll. Jefferson Hall ist noch mit drinnen. Ach, den kennt man auf alle Fälle. Ja, stimmt. Game of Thrones, House of Vikings, da war sie hier. Oppenheimer haben wir auch gesehen. Wizards vs. Aliens, großer Gott. Noch nie was gehört von dem Film. Tabu, die Serie, da hat mir auch so Sticker. Wer hat Tabu gesehen? Und jetzt noch die Emma Laird. Emma Laird. Crazy Freeze hier. Crazy Freeze. Hat die mitgespielt? 28 Years Later. Und bei Bone Temple. Wen haben die da gespielt? Haunting in Venice. Venice. The Brutalist. Tabu, und war das was? Verzeih. Bisher noch nicht dazu gekommen, Napoleon zum Anschauen. Aber zumindest Tabu, wie war die? Ist die eigentlich fertig? Ich weiß gar nicht. Und der letzte ist der Peter Serafinovic. The Tick. Habe ich auch nicht gesehen. Ist auch an mir vorbeigegangen. Shaun of the Dead war da dabei. Den kennt man auf alle Fälle auch, dieses Gesicht da, die sagen Guardians of the Galaxy. Jetzt, wenn Google hier noch immer dazu schaut, welche Rolle die Leute in die Filme gehabt haben, dann war es gut wird. Naja, das waren unsere Castings. Schreibt einfach wieder aus, wenn mir das blöd ist, dass ich euch die ganze Zeit das eine schreibe. Könnt dann alles selber noch googeln, wenn es wollt. I do not care. Das waren aber zumindest schon mal die Castings. Wie gesagt, ein riesiger Blog zu Elden Ring und am 3.3.2028 kriegen wir den dann auf der Leinwand. Da bin ich schon sehr gespannt. Soll das ambitionierteste A24-Projekt bis jetzt werden mit einem Budget weit über 100 Millionen, man hat es geheißen. Jetzt sehe ich gerade, was mir abgeht. Ich habe nichts zum Trinken da. Verfluchten Scheißer. Das wird ja den Tabu, zweite Staffel wäre geil. Wahrscheinlich geil. Big Blenders in ein wenig härter. Okay. Ja, auf der Liste ist, vielleicht schaffe ich es irgendwann, dass ich es anschaue. Was haben wir noch für News? Gears of War, der Film ist endlich 100% sicher. Zumindest hat das jetzt der Leech oder wie der heißt, der das schreibt, behauptet, dass Skript fertig ist und dass Netflix zu 100% hinter diesem Projekt steht. Da war jetzt, glaube ich, die CinemaCon oder Comic-Con in Vegas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Falls nicht, korrigiert es mir da im Chat. Da sind einige Sachen angekündigt worden, zum Beispiel Top Gun 3 ist jetzt offiziell in Arbeit und Tom Cruise kehrt wieder zurück, wieder allen Erwartens. Dann hat der Game of Thrones Film, der jetzt endlich wirklich ins Kino kommen wird, seinen Titel, nämlich Aegon's Conquest. Was haben sie uns noch verzeiht? Was haben sie uns noch für News gegeben? Jumanji Teil 3 hat den Titel Jumanji Open World. Call of Duty, der Film, hat sein Logo gekriegt, das habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, aber es schaut einfach, ja, das ist sehr schlicht einfach gehalten. Und sein Release-Datum ist der 30.06.2028. Genau, Paramount hat auch einiges rausballert, nämlich From kriegt eine 5. finale Staffel. Dann arbeiten sie an einem World War C Sequel. Und sie haben ein Longlegs-Sequel beauftragt. Also der Osgood Perkins und Nicolas Cage arbeiten da an einem Sequel, das dann, genau, das weiß man nicht, nur eben, dass es in diesem Longlegs-Universum angesiedelt ist. Auch noch nicht, ob jetzt der Nicolas Cage wirklich wieder als Rolle mit dabei ist oder ob er irgendwie anders mitarbeitet. Aber zumindest kriegen wir da Fortsetzung. Genauso wie zu ein paar andere geile Filme, da sind auch die Daten bekannt gegeben worden, nämlich Gladys, dieses Prequel, das wir von Weapons kriegen werden, soll jetzt am 8.9.2028 starten. Dann The Flood ist so alienmäßiger Sci-Fi-Thriller vom Zach Cregger.
soll am 11.08.2028 starten. Final Destination Sim am 12.05.2028. Habe ich mir gestern erst wieder Bloodlines angeschaut, also den 6. Und nach wie vor unglaublich geil, so wie damals im Kino. Also wer Final Destination Bloodlines noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Und Revenge of La Llorona kommt auch noch eine Fortsetzung, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber kann eigentlich nur besser werden als Teil 1, weil den fand ich okay, das war so 0 auf 15 Grusler. Also, wenn man sich ein bisschen kreativer austobt, dann kann der schon cool werden. Der kommt am 9.4.27. Hast du dann Good Fortune mit dem Keanu Reeves schon gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Wo ist denn der drin? Der ist jetzt irgendwo im Streaming, oder? Was ich gesehen habe. Final Destination geht immer. Ja, das stimmt. Die werden einfach so den Stil beibehalten wie die letzten Teile. Dann geht der immer. Und vor allem so wie Bloodlines, der auch ein bisschen kreativer war, so von der Geschichte her. Einfach so ein paar kleine nette Twists rein und schon ist es was Nice, das der ein bisschen überrascht hat. The Copenhagen Test, diese Serie mit dem Simu Liu, glaube ich, heißt der wie hat er geheißen? Der Karate-Kämpfer aus dem Marvel-Universum mit den 10 Ringe, Shang-Chi. Die Serie ist nach der ersten Staffel jetzt eingestellt worden. Leider, leider, leider. Was haben wir hier noch alles? Das war ja war sogar schon mit den News. Das war's schon mit den News. Bei WoW habe ich zumindest gesehen. Okay. Noch habe ich WoW, da müsst ihr mal reinschauen. Da muss ich noch ein bisschen was durchschauen, bevor ich WoW komplett den Rücken kehre. Den brauche ich dann nicht mehr, nachdem ich jetzt das HBO Max habe. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen dann schon zu den Streaming-Charts diese Woche. Unter anderem, also so richtig große Neuigkeiten sind es nicht. Alles ist schon mal irgendwo drin gewesen, aber ein bisschen was wechselt umeinander. Aber ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, nämlich Netflix kriegt Smile 2, 100%ige Empfehlung, wer ihn noch nicht gesehen hat, soll sich den unbedingt einbauen. Der ist richtig, richtig krass gut. Ich glaube, es gibt eine Folge dazu von uns. Dann kommt Running Point, die zweite Staffel, die Woche auf Netflix. Auf Prime haben wir Der wilde Roboter, sehr schöner Film, kann ich auch noch empfehlen. American Sniper und Dune. Disney Plus bringt Ariel, die kleine Meerjungfrau, Staffel 2. Das ist sehr wichtig, dass ich das mitnehme, weil man dachte, unsere Zuschauer hier sind sicherlich riesige Fans davon. Und HBO Max hat ja mittlerweile die dritte Staffel von Euphoria drinnen, wo es aber nicht unbedingt eine tolle Serie sei, so was ich so gehört habe. Also zumindest die ersten 2 Staffeln sollen überragend sein und dann Staffel 3 jetzt ganz schöner Pupudreck. Pupudreck, aber ich habe noch gar nichts davon gesehen. Ich weiß es nicht. Physische Releases, der Mike war wieder sehr nett zu mir. Gibt es eine dicke Potato für den Mike. Hat ein bisschen was geschickt, was wir einkaufen können die Woche für uns Sammler suchteln. Unter anderem haben wir Die My Love, dann den Hamnet, der ziemlich gut besprochen worden ist zu seinem Kino-Release. Hexen bis aufs Blut gequält kriegt seine 4K-Auswertung im Mediabook. War interessant, wann die Prime-Deals sind, die verpasse ich immer. Ja, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht warum. Früher habe ich immer E-Mail gekriegt. Jetzt muss ich, wenn ich nicht selber reinschaue oder mir irgendjemand darauf hinweist, dann verpasse ich die Prime-Deals. Und wenn ich dann Prime-Deals aber nicht verpasse, sondern einige Filme ausgeliehen habe und mir erinnern kann, dann verpasse ich zumindest, dass ich die ausgeliehenen Filme anschaue. Sehr, sehr toll. Ach, weil ich gerade Vorschaubeutel noch gesehen habe, Street Fighter hat auch einen Trailer gekriegt, ein neuer. Und Charakterposter und Gruppenposter und was weiß ich. Schaut mal in den Street Fighter Trailer oder schaut richtig, richtig wild aus. Also sehr geil. So, was haben wir noch? Bodycam kommt raus. Alien Romulus kriegt ein weiteres Steelbook mit einem besonderen Cover, das ziemlich hübsch ausschaut. Und der Michael Jackson Moonwalker kommt raus. Ich glaube sogar auch in einem Mediabook, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, gibt es eine Folge und hat mir DVDs von beide von Smile gekauft. Guter Mann, guter Mann. Smile, sehr guter Film. Also, wie gesagt, den zweiten, den finde ich wirklich überragend. Richtig böse, ist richtig gemein und unglaublich geile Szenen mit drinnen. Kino-Releases sind die Woche, wer einen Post schon gesehen hat, die Woche sehr mau. Außer für Anime-Fans, da kommt zum Beispiel der Assassination Classroom The Movie. Hat irgendeinen Zusatztitel, ich glaube Our Time. Aber da ich zum Beispiel kein großer Fan von der Serie war, wird der Film auch an mir vorbeigehen. Dann haben wir Babystar, ein Drama. Die reichste Frau der Welt, eine Tragikomödie, Rosebush Pruning, nochmal ein Drama. Filmstand gibt ihm 1,0 von 5, sehr gut. Pferd am Stiel, ein Hobby-Horsing-Abenteuer, ein Familienabenteuerfilm mit 4,0 von 5 auf Filmstarts, ist ja crazy.
Ist ja crazy. Das Einzige, was mir bei Prime benachrichtigt wird, ist, wenn irgend so ein Kasperl-Sport läuft. Ja, den Dreck brauche ich auch nicht, aber ganz Großes dort. Ein Smile finde ich alle zwar super, bin gespannt, was der Parker-Film im 3. Teil zaubert. Oh ja, bin ich auch gespannt drauf. Also aber echt einmal, fragt mal irgendjemand bei nebenbei Perplexity, wie man die Benachrichtigung für die Prime-Deals aktiviert. Dann haben wir ein Klassentreffen, alles beim Alten. Ja, der Herr Neverrev ist da. Guten Abend, der Herr sagt, schön, dass du da bist, Baby. Sind wir aber schon ziemlich am Ende angelangt. Wir sind schon bei den Kinostarts, danach haben wir noch die Streaming-Charts, aber dann gibt es ein riesiges Unboxing. Klassentreffen, alles beim Alten läuft da. Das glaube ich auch eine Fortsetzung, kann das sein? Gibt es jetzt schon irgendeinen so Klassentreffen-Scheißfilm? Da genau, da ist Assassination Classroom, the Movie, Our Time heißt er, aber keine Ahnung, für Fans davon sicher interessant, für mich weniger. Die Cotton Queen, ein Drama. Luisa, noch ein Drama. Dann noch ein Anime, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Der Film Tränen des azurblauen Meers. Das war's. Da haben wir nur zwischen uns das Meer, ein Romanzendrama. Wir erben, der Geschmack von Apfelkernen. Power to the people. Das sind die Kinostarts. Für mich die Woche sehr gut, dass ich ein bisschen nachhole, was ich bisher so versammelt habe. Wie zum Beispiel die Mumie muss ich die Woche noch anschauen. Freitag auf alle Fälle Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Und dann kann die kinotechnisch wieder auf dem aktuellen Stand sein. Schauen wir mal noch, wie die Streaming-Charts ausschauen. Laut Variety vom 10. April bis 16. April haben wir Platz, was sagt er da? Dragon Cry, Assassination Classroom. Fand ich ganz okay. Den Anime kann man anschauen, muss man aber nicht. Ja, also spätestens in der 2. Staffel hat er mich komplett verloren gehabt. Bei der ersten Gay, bei der Bewertung mit, in der 2. war ich dann so, boah, jetzt langweilt es mich ziemlich. Hast endlich schon Project Hail Mary gesehen? Stimmt, den muss ich auch noch anschauen, den habe ich auch noch vergessen. Und wann ist eigentlich die nächste Nacht des guten Geschmacks? Das suche ich nebenbei dann mal raus hier. Cineplex. Alles muss ich machen. Alles muss ich machen. Aber jetzt erst schnell hier Streaming-Charts. Platz 10, Virgin River, die 7. Staffel, Netflix. Dann haben wir Platz 8, The Testaments, die 1. Staffel über Hulu. Die ist auf Platz 9, meine ich, nicht auf Platz 8. Dann Paramount Plus mit der 1. Staffel The Medicine. Da nebenbei die Homepage aufmachen von Cineplexent. Platz 7, Love on the Spectrum ist die 4. Staffel auf Netflix. The Boys ist auf Platz 6 mit der 5. Staffel. Das muss weiter auf hier. Temptation Island, 2. Staffel Netflix auf Platz 5. Nebenbei schauen wir jetzt hier nochmal weiter. Da wird das jetzt ein bisschen spannender. Previews und Events, was verzeiht ihr? Fuck, Project Hail Mary ist mega. Ja, glaube ich, habe ich auch nur unglaublich gute Sachen bisher gelesen davon. Das hat mich sehr sticker und ich hoffe, dass ich die noch im Kino schaffe. So, wo waren wir? Bei Temptation Island, Platz 5. Dann haben wir Platz 4, Big Mistakes, die 1. Staffel auf Netflix. Platz 3, immer noch The Pit, die 2. Staffel HBO Max. Unglaublich, wie lange das The Pit da drin hält. Trust Me, The False Prophet ist auf Platz 2, die 1. Staffel Netflix. Das ist jetzt noch Doku. Und The Miniature Wife auf Peacock ist auf Platz 1. Davor habe ich überhaupt nichts gehört. Die 1. Staffel. The Boys gehört auf die 1. Beste Serie des Jahres bis jetzt. Ja, dann eher sagen, hoch damit. Miniature Wife, was mache ich damit? Kind keine Sau hab. Währenddessen hat mein super cooler PC schon mal die Seite geladen. Wir haben schreibt sich auf, holt sich Stift und Zettel. Nächste Nacht des guten Geschmacks ist am 15. Mai mit Mel Brooks Spaceballs. Das passt ja sehr gut, wenn wir nächstes Jahr die Fortsetzung dazu kriegen. Haut man sie im Kino natürlich Teil 1 mal rein. Dann haben wir im Juni, am 19. Juni, Evil Dead, die 2013er Version. Also wer die damals in dem Kino gesehen hat, hier die Möglichkeit, der kommt im Kino richtig fett. 17. Juli und am 17. Juli haben wir Midsommar, das Böse wird ans Licht kommen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das der Director's Cut ist, aber ich glaube ja nicht, weil das Blöde am Director's Cut ist, dass die zusätzlichen Szenen nicht synchronisiert, also nicht auf Deutsch synchronisiert sind. So, habt ihr es aufgeschrieben? 15. Mai, Mel Brooks, Spaceballs, 19. Juni, Evil Dead 2013 und 17. Juli, Midsommar. Kannst du aber aufschreiben, weil dann backelt man jetzt mehr aus. Da ist zwar Sesselberger nicht da und dann kriegt er nicht mit, wie man sogar Japanese Booster Packs aufmachen. Aber wenn ich will, der hat schon. Aber das machen wir jetzt mal auf.
Schauen wir mal. Irgendwas mit Mega. Vielleicht gehört es zur Mega-Entwicklung, dieses Pack. Ich weiß es nicht. Die haben aber zumindest herum einen kleinen Riss drinnen, dass man es aufreißen kann. Das hat nämlich zum Beispiel One Piece auch, aber unsere deutschen Booster Packs haben das nicht. Die haben mir wieder voll nachgedacht, jetzt habe ich so abgerissen, dass ich es nicht aufmachen kann. Flip aus. Völlig unnütz, das Ding, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich bin brutal. Ich bin brutal, fast habe ich es geschafft. Ja, alles sehr aufgeschrieben, so ist er brav. Okay, das ist jetzt eine kleine Booster-Pack-Vergewaltigung. Mist, sauge auf jetzt. Gott sei Dank haben die so eine kleine Sollöffnungsstelle drinnen und ich mache es kaputt. Sauberhaftigst. So das als Grobmotoriker. One Piece bin ich jetzt bei Band 95. Narischer. Narischer. Ich bin bei Band 5 Doro Hedoro. Müssen wir noch weiterlesen. Nicht, dass mir jetzt der Anime überholt. So. Jetzt muss man natürlich nie was da drinnen, wie die Viecher heißen und was das alles ist. Wir haben 5 Karten da, aber machen wir mal los. Japanische Reislaus. Keine Ahnung, was die tut. Dann, ich glaube, Parakorn heißt das, oder? Dann haben wir hier, na, wie heißt jetzt er? Igamaru, oder? Jetzt, glaube ich. Igamaru, kann es sein? Da haben wir jetzt halt irgendeine Karte. Und ja, es ist irgendeine Entwicklung, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Keine Ahnung. Aber es glitzert nichts. Keine Schillerkarte hier drin, weil die glitzern uns voll über den Tisch, die Japaner. Unglaublich. Da haben wir aber noch, wir haben noch 3, also die nächsten 3 Kassetten Schmerzens, gibt es jeweils noch ein Booster-Pack japanische Pokémon-Karten dazu. Muss zugeben, dass Wano Kuni auch schon geil. Schon geil, aber was die ganzen Namen angeht, kommt man da schon sehr leicht durch. Ja, da werden unglaublich viele Figuren eingeführt in den Wano Kuni Arc. Aber ich glaube, zum Lesen ist es wesentlich einfacher, dass man dabei bleibt, als das beim Anime ist, weil das hat mich bei dem richtig genervt, dass es so viel Filler drinnen waren und so viele Rückblicke dann nochmal. Ich glaube, dass ein Rückblick fast zweimal vorkommt. Da war ich nach einer Zeit schon ganz schön genervt. Naja, jetzt machen wir schnell mal den One Piece Booster auf. Schauen wir mal, ob da wieder was super Wertvolles drinnen ist. Let's have a look. Erstes, please auf. So, wen haben wir hier? Buffalo. Buffalo Soldier. Dann haben wir einen Johnny. Johnny. Ryuma. Ich glaube, dass das bisher alles die Karten sind, die ich schon habe. Victoria Sindri. Don't worry, I'm here. Die glaube ich habe ich auch schon. Das ist echt, ich weiß es auch nicht, aber die One Piece Karten, die sind irgendwie nur Scheiße bei den Booster. Yosaku. Igaram. Dann haben wir I never bother to remember the faces of Trash. Da haben wir Gecko Moria. Der war auch geil. Da bin ich gespannt, wie das in der Realserie ausschauen wird. Kosuki Oden. Weil wir ja bei Wano Kuni gerade waren. Coole Figur, die hat mir gut gefallen. Dann haben wir einen Megalo. Und Rosinante und Law, aber sicher wieder in der V1-Version, nicht in der wertvolleren V2. Gehen wir wieder mal billig, nicht reich nach Hause, sagen wir es so. Und jetzt machen wir noch die Geschenkbox auf. Da haben wir uns auch noch ein Booster rein. Da sind wir jetzt auf alle Fälle ein wenig ausgestattet für die nächsten Wochen. Was haben wir denn für Cover? Starmie haben wir zweimal, dann nehmen wir das Starmie-Cover. Da ist wieder schön rein in die Box. Ach, schaut's her, da vorne sind sogar alle Cover der Booster drinnen. Die haben wir zweimal und die glaube ich jeweils einmal. Schauen wir mal, was wir da jetzt drinnen haben. Da wie gesagt, nochmal eine riesige Potato an den Bartigen. Da haben wir uns sehr gefreut über deine Geschenkebox, die du uns am Samstag im Hardline vorbeigebracht hast. Da haben wir uns sehr gefreut, auch wenn du meinen Autisten da getriggert hast, meinen innerlichen Monk, und mir einfach ein Band 1 von Manga noch schenkst, nämlich von Go Loser Ranger. Und ja, jetzt habe ich halt einen Manga mit Band 1 im Regal stehen und das darf nicht so stehen bleiben, da brauchen wir jetzt halt alle. Danke dafür.
Aber der interessiert mich ja Gott sei Dank eh schon lang. Zumindest im Anime habe ich schon tausendmal gesehen. Jetzt liest man halt zuerst. So, Europe mit Regenplatscher und einen Wellenplatscher. Resladero mit einem Rachekick. Den kriegt der Party dann fürs Triggern von meinem Monk. Shinux, Doppelkratzer. Musst du alle zwei Augen auskratzen. Dookles, kollektive Klingenkraft. Das sind so die geilen Viecher dann einfach irgendwelche Schwerter mit Augen. Stark. Tanatora, einhämmern und Arme aus Stein. Arme aus Stein habe ich natürlich auch. Todesbizeps, ist klar. Rosis Ermutigung. Zu was? Wir wissen es nicht. Was soll ich machen, sagt er. Ja, Mini triggern. Vivillon, gewaltige Flügel und durchdringender Strahl. Durchdringender Strahl habe ich ab 3 Bier. Ein Amagarga, Tundrawall und Gefrierschock. Hier, schaut vor dem Schillern. Dann haben wir jetzt hier noch das Apollo mit Spuk, auch vor dem Schillern. Und Iveldal EX, Seelenvernichtung, Finsterschlag. Schönes Motiv, schön am Glitzern. Und Energiekarte Strom. Schreibe euch wieder in die Kommentare eine, das Iveltal. EX könnte ja so ein Zwickelfranz gewährt sein. Ich schreibe es euch in die Kommentare eine, wenn es mehr als ein 5er wert ist. Wenn es nichts Herz, dann war es ein Einfall. Dann hoffen wir einfach auf die nächsten Wochen. So, das war's mit dem Kassettenschmerz für diese Woche. Sind wir schon durch, auch wieder. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und ihr habt die Woche, was habt ihr die Woche zum Ohren? Jetzt habt ihr unsere Hardline-Recaps, die haben wir, dann kommt die Folge, ist rausgekommen, They Will Kill You, die haben der Seppi und ich aufgenommen. Unglaublich guter Film, der sich in meinen Augen stark mit Ding vergleichen lassen muss, mit Radio Not 2 und da aber für mich gewonnen hat, weil er mehr Spaß macht und einfach blutiger ist. Dann kriegt ihr nächste Woche unser komplettes Recap zum Hardline und wir sehen uns dann. Hast du schon nachgeschaut? 3 Euro ist wert. Ja, Schatz, ja. Brauche ich nicht mehr in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Kassettenschmerz. Ich glaube, nächste Woche ist auch Talkthrough angesagt. Und Mitte Mai sehen wir uns dann zu dann auch des guten Geschmacks. Macht es gut. Dicke Potatoes gehen raus. Küsschen auf eure Nüsschen. Und bis bald.